Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Ich weiß zwar nicht genau bei wem, aber ich sage jetzt einfach mal an der Stelle vielen Dank, würde ich gerade sagen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Nein. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Letzte Folge haben wir Dressella, oder besser gesagt die Hisui-Form von Dressella besiegt. Oder beruhigt, besser gesagt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Sind noch weitere Könige ausgeflippt oder so? Worum geht's eigentlich genau hier? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat es uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Ja, das ehrwürdige Sinnoh, was, wie ich vermute mal, also sehr stark vermute mal, Arceus sein wird. Doch selbst ich hatte sie vergessen, zumindest bis mich die noblen Mühungen eines gewissen Niemands wieder daran erinnerten. Yugao, wir sind Ihnen zutiefst verbunden. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng wie Pokémon zusammenarbeiten. Ja. Das werde ich. Es tut mir wirklich leid. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt. Das heißt ich gut. Aber spare mir bitte weitere Lügen. Du brauchst es nicht zu verstellen. Soll Dressella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihr am besten auf offiziellem Wege. Trainiere gut, damit du darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition des Diamantklans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Michael. Heute haben wir uns alle die Hände gereicht. Für mich war das eine vergnügliche Erfahrung. Ja, also dann lebt wohl. Du weißt, wer ich bin. Dir, der Anführer des Diamantklans. Wir fehlen das ehrwürdige Sinnoh, das über die Zeit gebietet. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird. Und uns vor Veränderungen zu fürchten. Also wenn es wirklich so gut wäre, wieso bin ich dann hier? Auch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also man sieht sich. Danke, Michael. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Dressella zu reden. Was ist noch passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Aber sicher trage auch ich die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen, habe zudem die anderen belogen. Sella. Die fragen mich vor allem, wieso die ganzen Hisui-Formen und auch Entwicklungen. Ah, okay. Der Pokémon, die ja hier offenbar die Könige sind, warum die irgendwie in der Zukunft, also im jetzigen Sinnoh quasi, warum die dann dort verschwunden sind. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kann man wieder jederzeit hierhin teleportieren lassen, das ist natürlich sehr gut. Sonst könnte irgendwo etwas hier übersehen. Ich glaube so eigentlich nicht, wa? So ein Stück Holz, was ich aber eh nicht mitnehmen kann. Die Tasche ist voll. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz, das ist interessant. Und gut zu wissen, vor allem natürlich auch. Da wir wieder Tag haben, nehme ich jetzt mal an, dass irgendwo da unten in der Roserade rumschleichen wird. Warte mal. Und noch ein paar Adribi, okay. Ist nicht alles Aprikokobäume. Tasche ist voll. Schade. Komme ich da irgendwie da rüber? Da hinten ist noch was. Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden, wa? Hier geht es nicht weiter, ja, danke Spiel. Daneben nicht. Okay, warte mal, dann kann ich ja direkt so gut... Schnellreise machen. Ach, Diamant sieht dabei auch noch, stimmt.
Ödnis-Basis, Sumpfland-Basis, machen wir Ödlang-Basis, komm. Huch! Wirklich beeindruckend. Ich habe gesehen, wie ein Licht im Riss im Raumzeigefüge verschwand. Du hast erneut einen Pokémon in Rage besänftigt, nicht wahr? Hey, Volo! Das Rätsel darum, was dieser Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch lange nicht gelöst, doch du bist ihnen mutig gegenübergetreten und hast sie beruhigt. Das ist unglaublich. Jetzt willst du kämpfen, oder was? Mein himmlischer Freund, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, ciao. So, komm. Ja, ein bisschen was haben wir gemacht, Freunde, das stimmt. Lasst mich mal sehen. Der Pokédex. Ah, sie Purze. Jetzt endlich Level 10. Sehr schön. Kleinstein. Damiaplex, auch Stufe 10. Einsatz von Barrierestoß gesehen. Sehr gut. Tempotechnik gesehen. Was wir entwickelt haben, das kriegen wir auch gleich noch hin. Oder bald, besser gesagt. Ein paar Einträge. Sind gut dabei, muss man sagen. Tempotechnik gesehen und noch ein paar mehr machen. Das waren coole Augen gesehen, von Finstaurer gesehen. Ja, muss halt erstmal lernen. Gefangen während es in der Luft war. Attacke vom Typ Gestein besiegt. Ja, da kommt noch. Einen Sturzflug gesehen, ja, wenn es mal einsetzen würde. Yes, Mann! Wir kehren ins Dorf zurück. Und erhöhen auch noch unseren Rang. Tja, was willst du mehr, wa? So, darf ich vielleicht vorne ganz kurz bei mir zu Hause vorbeigucken, um Items einzusortieren? Ne, darf ich nicht. Weil schon die nächste Sidequest kommt. Kartoffelmochi, hä? Das Mädchen hat dank des Duftes meiner Mochi gefunden, wa? Die Kartoffelmochi eines erfahrenen Mais und mir sind eben ohnegleichen. Dabei sollst du dankbar sein, wenn du heute Abend in den Genuss kommen darfst. Aber sollst du nicht einmal den Poké-Bericht erstatten, das Essen kann warten. Oder bei mir zu Hause vorbeigucken, Mensch. So. Warte mal, erst einmal, nee, ist nicht das, war hier. Ja, da ist zum Kaufen. Ich würde aber gerne mal ein bisschen verkaufen. Und zwar, dann zum einen mal das Ding. Dann das Ding. Die anderen Dinge kann man noch irgendwie in die Box packen und so. Jo. Ah, mal gucken, ob die irgendwas Besonderes haben. Das sind quasi so ein bisschen Standardwaren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat die Spezialwaren. Was? Ah, okay. Bin ich vielleicht zu spät dran oder so? Oder ist es story-bedingt? Weil ich dachte eigentlich, hätte jeden Tag etwas Neues dabei. Das war so meine Intention, Freunde. Den haben wir wohl im Stich gelassen. Jetzt warte mal, ein Epi-Bonbon können wir noch mitnehmen. Okay, dann können wir natürlich hier mal noch die Dinge ablegen. Aprikoko. Ja, komm, warum nicht? Alle ablegen, okay. Also Schwarzauge werden wir eh gleich verwenden, also nehmen wir es mal mit. Dann... Darum kann ich auch verwenden. Dann haben wir das hier. Vielleicht mal noch den Meistersamen ablegen, weil ich glaube momentan brauchen wir ihn eh nicht. Und noch nicht. Und die Köder brauchen natürlich Pilzköder, Honigköder. Warte mal, Tränke und so. Ein paar habe ich. Mal gucken, was er alles noch herstellen kann, gerade aktuell. Was? Ah, okay. Interessantes Symbol. Warte mal, heißt es gibt insgesamt
offenbar 5 Könige, wa? Hier. Also nochmal 3 entweder neue Entwicklungen oder Hisui-Formen. Gehe ich also mal stark davon aus. Okay, das war mal dazu. Was natürlich jetzt... Hallo? Also jetzt. Jetzt geht's. Normale Köder aber gar nicht gekauft. Stachelili mag besonders. Also Köderteig natürlich, Entschuldigung. Nehmen mal 20. Ja, okay. Ich wollte 20 haben. Dankeschön. Weil da haben wir noch ein paar eigene. Würde ich auch gerne weiterhin gebrauchen und verwenden. Aber... Mann, die falsche Taste. Das Problem ist, wenn man gleichzeitig parallel, also privat halt noch anderes Pokémon-Spiel zockt. So. Dementsprechend kann ich die Beeren, das ist halt die Frage, auch welche Ablege mitnehmen. Ich glaube, sonst würde ich die Dinger halt echt mal wieder zurück in die Box legen, wenn sie ja nicht viel bringen. Cooler Boden ist was anderes, weil die kann ich auch Vogel sowie Fisch-Pokémon. Ja gut. Weißt du, warum den Typus angeben? Warum auch? Wir haben ja Vogel- oder Fisch-Pokémon. So. Also, dann legen wir mal die Schutzblume auch ab. Ein paar haben wir eh noch in der Box. Okay, der ist noch nicht drin. Treffervitaminen, okay. Den nehmen wir auch ab. Legen wir auch ab. So, also natürlich ein paar solcher Beeren. Der kann dann auch weg. Ja, vor allem haben wir noch viel Platz für was Neues. Ja, doch, Vitalknospen finde ich jetzt eigentlich noch wichtig. Ja, komm. Dann haben wir noch das Ebi-Bonbon S. Das gebe ich dann mal für Nachtara, wenn es so viel bringen wird. So. Hallo? Das ist manchmal ganz creepy. So, direkt zu dem Buko gehen. Oder ich hätte irgendwie Bock, noch ein paar Sidequests abzuschließen, wenn wir schon mal dabei sind. Ein großes Bammelin. Ne, da bringt ja nichts. Da brauchen wir erstmal so Master Bammelin oder so. Okay, warte mal. Das war noch etwas. Was offenbar letztes Mal nicht getan habe, warum auch immer. Hä? Ich kann den Pokéball auch hier kaufen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, selber herzustellen. Hä? Okay, manchmal muss man Vergangenheits-Michael nicht verstehen. Er macht einfach, was er will. So, natürlich bald schon mal Sichlo mitnehmen, ne? Ist klar. Ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwie auch Nebula mal mitnehmen muss oder will, weil so ein Geist-Pokémon dabei zu haben, wäre schon geil. Hätte schon durchaus was für sich. Dankeschön und Leistungssand. Jo, mach das. Tschüss. So. Leistungssand einsetzen bei Igelava, unserem Starter. Gehen wir ein bisschen auf Spitzangriff. Noch ein bisschen auf KP. Krass, wie sehr die doch gestiegen sind, wa? 3 Punkte pro Wert. Alter, nach Tara eben den KP an schlecht. So. Hätten wir das dann. Nächste Nebenmission. Blüht oder blüht es nicht? Ne, der geht noch nicht. Um die Geisellichter bin ich dran, aber wenn es noch nicht. Naja, sagen wir es mal so. Aber wenn wir es aktuell noch ein bisschen verschlammt haben, unser Teil, oder noch nicht oder vorbeigegangen sind, weil es eben noch nicht Nacht war, dann muss ich echt irgendwie mal die ganze Ebene einfach mal abroaden. Abfarmen. So. Stimmt, da war noch etwas. Roselias Blüte. Hat ein Pokédex-Eintrag schon auf Stufe. Bin ja noch nicht so sicher.
Rosera natürlich nicht, da ist klar. Roselia aber auch noch nicht. Was er ist auf 9. Kacke. Das ist Kacke, Mann. Nee, nicht Eisen. Quatsch. Blüht es oder blüht es nicht? Ja, da fangen wir nochmal auch. Also, da wissen wir zumindest, welches Pokémon es sein muss. Da ist eben die Vorstufe von Dressella. Endons Kopfschmerzen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann wollen wir ganz kurz gucken. Oh, ich muss sowieso rein. Ach ja, Leute, ach ja. Alter Schwede. Bist du das jetzt oder ist es eine neue Quest? Neue Quest, war. Ich bin zurückgekommen. Meine Schwester, wo ist sie? Bitte bring Mina zurück. Ja, ist gut. Usaluna! Machen wir, kein Problem, dankeschön. So. Der Professor hatte... Also, hier. Ein prächtiger Pilz. Einmal gießen, bitte. Ein Mogelbaum, dem es nicht gut geht. Dann natürlich Kacke. Professor, was geht ab? Wo sind denn hier jetzt... Da ist Otaro. Und da ist Bautz. Hey, meine Starter, die ich hätte haben können. Ihr ruft ja noch Kriege. Irgendwann, irgendwo, keine Ahnung. Oh, stimmt, neuer Rang. Lass mich deinen Pokédex sehen. Hier, guck mal. Ey, was guckst du? Erkennt deinen Fortschritt an. Damit hast du den neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yes, Mann, Stufe 4. Du kannst nun Zentnerbälle einsetzen. Okay, bis auf 15 Kampf gehorchen. Der Zentnerbälle. Aprikoken, Eisenbrocken, ein Schwarzglanzstein. Alles klar. Hypertränke. Ein Supertrank und eine Vitalknospe. Also Vitalknospen haben wir sowieso immer dabei. Wir können ja also Supertränke, kann ich jetzt die neu machen. Okay, gut. Warum nicht? Und Zentnerbälle. Also die Weiterentwicklung von den Schwerbällen oder was? Hä? Achso. Du hast Medizin, die gegen die Kopfschmerzen von Entron wirkt? Dann nimm das hier. Das ist eine Geheimmedizin, die bei mir daheim sehr verbreitet ist. Ja, danke, muss jetzt so nahe kommen. Section Geheimmedizin. Dankeschön. Anemonia-Apotheke, was? Moment mal. Anemonia-Apotheke hergestellt. Okay, die Region hier heißt Hisui. Die Städte bis auf Jubeldorf gibt es noch gar nicht. Aber Anemonia City oder Anemonia selber, also noch ohne City oder so, aber trotzdem, das gibt es alles schon hier. Manchmal ist ein bisschen creepy. Man könnte meinen, dass Sinnoh irgendwie die letzte Region war, die irgendwie besiedelt wurde, korrekt. Oder richtig besiedelt wurde. Zumindest jetzt aktuell so. Genau. Das ist ein Schwerball, ein Ebi-Bomber, okay. Blüht es oder blüht es nicht? Nein, es blüht eben noch nicht. Prächtiger Pilz. Okay. Niedliche Starralini. Wieso ist der abgeschlossen? Der ist auch abgeschlossen, aber irgendwie anders markiert. Okay, war ein Fehler. Okay. Gut, damit wir wieder das markieren. Damit ich zu dem Boku kann. Und Freunde, ich glaube vom Team her wird es glaube ich mal Zeit, dass wir uns nachher von Boschlim verabschieden. Ja, weil ich glaube, ich würde dann tatsächlich lieber Sichlor statt Boschlim mitnehmen. Die ist also gelungen, Resella zu beruhigen. Das ist beruhigend. Gute Arbeit.
Manchmal bleibt der Galaktik-Expedition nichts anderes übrig, als gegen Pokémon zu kämpfen. Doch auch dann geht es uns in erster Linie darum, eine friedliche neue Heimat zu erschaffen. Du kamst aus dem Riss, im Raumzeitgefüge herabgefallen, und es waren Blitze aus eben jenem Riss, welche die Pokémon in Rage brachten. Ich komme nicht umhin, um mich zu fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Um zu beweisen, dass es keinen gibt, müssen wir vielleicht den Riss selbst untersuchen. Das klang fast so, als würde er mir die Schuld dafür geben. Aber nur fast. Den Boku. Ihr habt ja eure frischen Kartoffelmochi. Achtung, sie sind noch heiß. Josh. Wonderful. So lässt es sich aushalten. Vorzügliche Kartoffelmochi in guter Gesellschaft. Die Besprechung der Forschungsergebnisse und ein zufriedenes Bett fallen. Was will man mehr? Irgendwie läuft jeder Tag gleich ab. Bringt uns das auch wirklich bei unserer Forschung weiter? Nur dabei, uns hier ein Leben aufzubauen. Dieses wollte ich noch geben, Michael. In diesem Item kannst du für ein bisschen Aufregung sorgen. Für die Anleitung für Knallkugeln. Ein Kugelknallmoos und ein Rundblatt. Manuel kann er sorgen. Wenn du dir nur vertraust, wirst du einen Weg finden. Das ist mein Motto. Wir müssen nur Vertrauen haben, dann werden wir es ganz bestimmt irgendwann schaffen, den Pokédex zu komplettieren. Yes, man. That's cool, right? Ja, danke. Am nächsten Tag. Morgen! Ah, Hinatsu. Ich habe großartige Neuigkeiten, Michael. Aber jetzt arbeite ich im Friseursalon hier. Endlich kommen alle in den Genuss meiner eigenen authentischen Haarkreation. Den Pflichten als Dressel als Wächterin lasse dabei natürlich nicht außer Acht. Ich habe nur gerne ein zweites Stammbein. Aha. Besuch doch mal im Friseursalon, du wirst deine Haare kaum wieder erkennen. Im positiven Sinn natürlich. Nee, danke, lass mal, meine sind schon kurz genug. Ich bin froh, dass Sauer jemanden gefunden hat, der den Friseursalon weiterführt. Expeditionsleiter im Boku wegen der Sache mit Ursaluna. Mein Jubeldorf aber ist ungeachtet seiner Herkunft Teil unserer Gesellschaft. Ich heiße dich willkommen, Hinatsu. Danke. Michael, ich gehe zum Strand des Aufbruchs. Folge mir. Ja, nee, lass mal. Ich habe anderes zu tun. Ich habe noch Sidequests und so und ich will noch hier und da was machen. WTF? Wieso bin ich jetzt... Der war auf mitgeschliffen. Diese Leute hier sind frisch in Hisui angekommen und werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Und wie es weitergeht mit diesen Leuten und mit dir und was noch alles zu tun hast, das erfährst du in der nächsten Folge. Zurück bei Punkt Arceus. Bis dahin, ciao zusammen.